Haut mam François Musel vu PwC et gower lechter Zeit viel zu Lützeburg iwwer Medienpolitike schwerder Göchter wéier doiwwer engen Debatte an der Chamber. Wat gehtet ha noich? Bei den Medien muss ich grundsätzlich unterscheiden zwischen privat finanzierte Medien und öffentlich-rechtliche Medien. Bei den privaten Medien also klar, dass die Editorialin immer auf Verbindung bräucht wird mit dem, der finanziert. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien geht es darum, ein Programm zu entwickeln, den dem Intérêt General denkt, wie auch immer den zu definieren ist. Bei der Debatte geht es darum zu definieren, wie die Medien sich entwickelt haben zu Lützeburg, und ob als Medienpolitik müsst ihr durchgehen. Für wat sind öffentlich-rechtliche Medien dann überhaupt wichtig? Meiner Meinung nach liegt Bedeutung nicht hauptsächlich bei der Bereitstellung von faktuellen Informationen, das kann eine Presseagentur auch machen. Mir ist da beim Beidrohen zu einer ausgeglichener Meinungsbildung durch eine reell journalistische Arbeit, die kann und soll kritisch sein, auch gegenüber dem Staat, mit durch Argumente und nicht Skandalberichterstattung. Dafür muss ein öffentlich-rechtliches Medium unabhängig sein, a. vom kommerziellen Abkommens, a b. vom Staat am Sinn von der Regierung. Wie steht Lützeburg dann da? Die Situation ist nicht optimal. Wir haben ein hybrides System. Es gibt nämlich puren öffentlich-rechtliche Medium, an das ist der Radio 100,7, und auch den wird über eine Konvention mit dem Staatsminister finanziert, wo ein politischer Interessenkonflikt unausweichlich ist. Dann gibt es eine Konvention de son propre genre mit CLTU an, schlussendlich verschiedene Pressehilfen. Ein besseres Modell wie öffentlich-rechtliche Medien, zum Beispiel ein Radio mit Online-Präsenz, einen Televisionskanal, wir werden doch eine Wochenzeitung, über eine Aufgabe, Tax, wie in Deutschland zu finanzieren und Überwachungsorganen zu schaffen, die dem Interesse von den Kontribuablen, das heißt denen, die die Aufgabe bezahlen, reell Rechnung drohen. Gut konzipiert müsste so ein Modell auch dem Wunsch für pluralistische Meinungen Rechnungen drohen. Alles ernst sollen da Privatzuen integral finanzieren oder gar nicht. Dat wir am Mengen an eine klare Entscheidung am Interesse von der Bürger am Land, a kind auch helfen, die berühmte Fake News zu bekämpfen.